Trump ist jetzt seit 100 Tagen im Amt. Die Medien melden mit grossen Schlagzeilen, dass seine Zustimmung im Keller sei. Aber ist das wirklich so? In diesem Video schauen wir zusammen an, was seine eigentliche Bilanz ist. Wo war er erfolgreich gewesen, wo hat er versagt? Und ich zeige euch auch, wie die Umfrageinstitute Daten für ihre Auftraggeber wegmassieren, sodass es eben zu diesen schönen Überschriften in Fernsehen und Zeitungen kommt. Ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen vom Strand in Los Angeles. Heute, ihr seht es, ein bisschen bedeckt, aber immer noch 20 Grad. Das Wasser übrigens ist 16 Grad, das war am kältesten 12 Grad im Winter. Und so langsam aber sicher kommt es rauf, der Sommer kommt. Es scheint klar, die elitären Strippenzieher in der Schweiz und in Europa wollen Trumps Kurs mit allen Mitteln schlecht machen. Die sehen es gar nicht gern, dass die USA nicht mehr den grosszügigen Selbstbedienungsladen spielen wollen. Die Europäer hätten lieber noch ein paar Jahre eine Biden-Administration gehabt, weil der mit den Dollars nur so um sich geworfen hat. Darum werden jetzt auch die Medien immer wieder vor den Karren gespannt. Das Resultat: 92% von allen Berichten sind Trump negativ. Und jetzt meldet die gleiche Presse, dass die Leute in Amerika in Scharen dem Präsidenten davonlaufen. Da würde ich jetzt zuerst mal nicht alles für bare Münzen nehmen. Bevor ich euch zeige, wieso ich skeptisch wäre bei solchen Aussagen, schauen wir doch zuerst an, wo der Trump nicht nur geliefert, sondern auch geliefert hat. Ich habe mir überlegt, die beste Art, um zu sagen, ob er seine Wähler enttäuscht oder begeistert ist, wenn wir schauen, ob er seine klaren Wahlversprechen einlösen konnte. Oder eben nicht. Und bevor das jetzt Zuschauer mit TDS schon anfangen, möchte ich betonen, ich bewerte also nicht, ob ich die einzelnen Punkte gut finde, sondern einfach, ob er eingehalten hat, was er versprochen hat. Hier die Versprechen, die er erfüllt hat. Reduzierung illegaler Grenzübertritte. Er hat die Absicherung vor Grenzen versprochen. Und was ist jetzt das Resultat heute? Auch kritische Zeitungen melden einen Rückgang von illegalen Grenzübertritten um mindestens 96%. Da hat er also voll abgeliefert. Er hat ja sämtliche DEI-Vorschriften innerhalb der Bundesbehörden verboten. Verbot von Transgender-Athleten im Frauensport. Er hat diesbezüglich mehrere Verordnungen und Justizmaßnahmen angeordnet. Er hat Begnadigung für etwa 1600 Anklagte versprochen. Am Tag 1 nach seinem Amtsantritt hat er ja tatsächlich 1500 von diesen 1600 begnadigt. Darum auch hier Versprechen eingelöst. Er hat gesagt, er schaue schauen, dass wieder mehr konservative Richter angestellt werden. Er hat bis jetzt 3 konservative Berufungsrichter ernannt. Am Parteitag der Libertären Partei hat Trump die Begnadigung von ihrem Mitglied und Silk Road-Gründer, Ross Ulbricht, versprochen. Das hat ihm ja von dieser Partei zahlreiche Stimmen eingebracht. Und am 21. Jänner hat er sein Versprechen eingelöst und den Ross begnadigt. Voll ins Schwarze getroffen hat er mit seinen Kabinettsmitgliedern. Er hat alle durch den Senat gebracht, und das, obschon Zeitungen Zettel und Mordio geschrauen haben, bei einzelnen von denen. Zum Beispiel der Bobby Kennedy. Dem sind ja deutsche Polizisten in Berlin noch hinten nachgesäckelt, nach einem Vortrag an einer Carola-Demo. Und jetzt wird er Gesundheitsminister der USA. Er hat hohe Zölle auf chinesische Produkte angekündigt und generell 10-25% für andere Länder. Und bingo, genau das hat er ja gemacht. Austritt aus internationalen Organisationen. Er hat der WHO-Austritt versprochen und am 20. Jänner den Sofortaustritt angeordnet. Dann hat er auch öffentlich das WEF kritisiert als Club von globalistischen Strippenziehern und dass man denen ihren Einfluss bekämpfen muss. Volle Punktzahl also hier. Es gibt aber auch ein paar Versprechen, die er nur teilweise erfüllt hat. Zum Beispiel Schaffung von Arbeitsplätzen. Durch seine Zollpolitik und Anreize für neu angesiedelte Produktionsfabriken in den USA sind mittlerweile um die $5 Billionen Investitionsversprechen gemacht worden. Aber das ist nur Theorie. Darum gibt es hier noch nicht die volle Punktzahl. Er hat die Abschiebung von Millionen von illegalen Einwanderern versprochen, die in den letzten 4 Jahren über die offene Grenze reinkommen. Im Moment wird gemeldet, dass ca. 135'000 abgeschoben wurden. Aber da muss er dann noch ein bisschen Gas geben, wenn er auf die versprochenen Zahlen kommen will. Er hat versprochen, dass er ein neues Department namens DOGE wird schaffen.
Das soll dann die Verschwendung von Staatsgeldern untersuchen und so die Staatsausgaben um bis zu $1 Billion senken. Das haben sie im Moment erst zu 20% erfüllen. Bis jetzt haben sie ca. $155 Milliarden Verschwendung verhindern. Aber immerhin, so viele Löcher gestopft, das hat vor ihm noch keine Presse geschafft. Bürokratie reduzieren. Er hat eine Reduktion von Vorschriften und Reglementationen um 70% versprochen. Da hat er jetzt aber erst etwa 20% Kürzung erreicht. Für weitergehende Auflösungen von bürokratischen Hürden ist er zum Teil auf die Zustimmung vom Kongress angewiesen. Bleiben wir also gespannt, ob da noch mehr kommt. Er hat angekündigt, die Öl- und Gasförderung anzukurbeln und auch das Verbot von Verbrennerautos wieder rückgängig zu machen. Im Moment hat er zwar die Förderung von Öl und Gas ausgeweitet, aber um das Elektroauto-Obligatorium zu kippen, muss er das noch vom Kongress bestätigen. Für nur 100 Tage sieht das dann irgendwie doch gar nicht so schlecht aus. Wenn man da nach Deutschland schaut, was dort vor der Wahl alles ist versprochen wurde und wie das jetzt ganz anders tönt, also da sieht Trump seine Bilanz ziemlich eindrücklich aus dagegen. Wenn jetzt also der Trump viele von seinen Versprechen ganz oder zu einem Teil eingelöst hat, müssten doch eigentlich seine Wähler zufrieden sein, oder? Wieso bringen jetzt die Zeitungen eine Meldung nach der anderen, dass der Trump gerade voll am Abschiffen sei bei den Amis? Sapperlot, geht da etwa nicht alles mit rechten Dingen zu und her. Schauen wir also ein bisschen genauer auf die sogenannten katastrophalen Umfragewerte. Obwohl ich kein Experte in Meinungsumfragen bin, ist das Prinzip nicht allzu schwer zu begreifen. Umfrageinstitute bauen sich mit der Zeit eine Gruppe von Befragten auf, die diese dann wieder kontaktieren können. Wichtig ist zu wissen, wenn bestimmte Gruppen in diesem Pool unterrepräsentiert sind, kann das Ergebnis verzerren. Schauen wir zum Beispiel den Pool an, den die New York Times gebraucht hat. Die spannen zusammen mit dem Siena College Research Institute. Auf diesen ihren Resultaten basieren übrigens eine grosse Zahl von diesen kürzlich erschienenen Zeitungsschlagzeilen weltweit. Es erstaunt jetzt, dass die insgesamt nur 913 Personen von ihrem Pool befragt haben. Und nochmal, die greifen auf einen gleichen Pool von Leuten zurück, der letzten November Kamala Harris deutlich überschätzt hat. Wenn wir jetzt eine Zusammenstellung von dieser Gruppe ein bisschen genauer anschauen, dann haben 67% der Partei Unabhängigen eine generell schlechte Meinung von Trump. In der Wahl selber hat er die Mehrheit geholt bei den parteiunabhängigen Wählern. Oder von den Demokraten in dieser Gruppe finden nur gerade 4%, dass er dann doch auch ein paar Sachen gut gemacht hat. Das ist, wenn man das mit grösseren Gruppen vergleicht, halt nicht ganz realistisch. Da finden die 20–24% innerhalb der Demokraten, dass er ein paar Sachen doch einigermaßen gut gemacht hat bis jetzt. Das Fazit, das man daraus ziehen muss, der Pool, den sie hier zusammengestellt haben, scheint deutlich linkslastig zu sein. Spannend finde ich auch, was sie zum Beispiel für Leute als Trump-Supporter ausweisen. Und darum können sie sagen, ja, wir haben gleich viel Pro-Trump wie Anti-Trump-Leute befragt. Zum Beispiel hier die Aktivistin, die zwar im 2016 für Trump gestimmt hat, aber seither das Lager in aller Deutlichkeit gewechselt hat, aber immer noch als Trump-Voter gelabelt wird. Im Gegensatz dazu hat zum Beispiel ein anderes Umfrageinstitut gegen 40'000 Leute befragt. Die Leute vom Rasmussen Report haben im November auch richtig vorausgesagt, dass der Trump gewinnen wird. Und wenn wir jetzt hier schauen, sehen wir, dass die Zustimmungskurve wie bei allen Präsidenten hoch startet. Beim Trump mit 56% kommt der langsam nach. Mit dem Tiefpunkt bei 47%, gerade nach dem Zoll-Ankündigungschaos. Es ist seither aber bereits wieder auf 50% hochgekommen. Im Vergleich dazu habe ich noch Bidens Zustimmigkeit aufgeführt. Das war am Schluss von seinem Auftritt als Präsident auf der Märli-Bühne. Auch ein gutes Beispiel ist das hier. USA Today meldet, dass 75% der Amerikaner nicht zufrieden sind mit Trumps Wirtschaftsmaßnahmen. Diese Aussage kommt von einer Umfrage vom Fernsehsender ABC. Aber die konkrete Frage, die diese Leute gestellt haben, war, wie seid ihr zufrieden mit der Wirtschaft? Und nicht, wie seid ihr zufrieden mit den Wirtschaftsmaßnahmen von Trump? Und weil sie nicht zufrieden sind mit der Wirtschaft, haben die Leute ja auch Trump gewählt.
Also, nach meiner Meinung ist diese Meldung ziemlich kreativ hergezaubert worden. Item, ich muss mittlerweile auch lachen. Unsere Freunde von den Staatsmedien geben sich auch nicht mehr gross Mühe. Die sind sich einfach so gewandt, dass man sie nicht hinterfragt. Dass sie ziemlich schlampig werden bei ihren Behauptungen. Eventuell habt ihr die Meldungen ja auch gesehen, die sagen, dass wegen Trump jetzt so Touristen nicht mehr in die USA kommen. Während die Europäer und Kanadier zwar weniger häufig kommen, tun das Touristen aus Asien mit plus 4% und Südamerika, zum Beispiel Argentinien mit plus 38%, mehr als kompensieren. Und das Hüstchen ist mir ein Hals. Und auch die allgemeinen Vorbuchungen für den Sommer sind etwa auf dem gleichen Stand. Warum bringen sie denn aber so Horrormeldungen? Da haben sie ein schönes Hubertrickchen zum Zauberhut rausgezogen. Checkst du? Weil Ostern heuer 3 Wochen später war als Fan, sind heuer die Reisezahlen zum gleichen Zeitpunkt im März deutlich tiefer gewesen. Die sind dann aber 3 Wochen später sogar noch ein bisschen höher hochgegangen als im Vorjahr. Ja, no, es ist aber schon klar, dass Trump auch Fehler gemacht hat. Was sind seine grössten Verfehlungen? Keine neuen Kriege. Trump hat versprochen, keine neuen Kriege anzufangen. Am 15. März haben aber US-Luftangriffe gegen die Houthi-Miliz in Jemen angefangen. Über 800 Ziele sind bis heute angegriffen worden. Das Gute kann man ihm haben, dass er sich dem Druck von Israel nach einem Militärschlag gegen Iran entgegengestellt hat. Trump fordert einen neuen Atomdeal. Aber ein Angriff bleibt weiterhin möglich. Viele von seinen Wählern sind aber ganz klar gegen Militäreinsätze im Ausland. Beendigung des Russland-Ukraine-Kriegs. Dass er den Krieg schnell beenden will, hat er gesagt. 100 Tage später ist aber noch kein Ende in Sicht. Was er aber ausgelöst hat, ist, dass Amerika und Russland wieder direkte Gespräche führen. Anstatt kennen, geben wir ihm darum einen Stern. Er hat gesagt, unter ihm werden die Preise von Gütern wieder etwas runterkommen. Zum Beispiel sollte der Most wieder unter $2 pro Gallone fallen. Da ist er noch nicht ganz dort. In den günstigsten Staaten ist die Gallone Benzin um die $2,60. Hier in Kalifornien sind sie noch hoch, aber im Vergleich zur Pandemiezeit, wo man zum Teil $6 bis $7 hat gezahlt, kann ich bei mir eine Tankstelle wieder mit $4,15 tanken. Die neuen Zölle drücken die Preise von Alltagsgütern jetzt aber wieder hoch. Direkt sehe ich das, wenn ich Zeug von Amazon bestelle. Für ein endgültiges Fazit müssen wir ihm auch noch ein bisschen mehr Zeit geben. Abschaffung von Steuern. Gross versprochen hat er die Abschaffung von Steuerabgaben auf Trinkgeld oder Sozialgeld. Dazu liest man immer mehr von seinem Plan, dass er in Zukunft keine Steuern für Einkommen unter $150.000 pro Jahr täuschen will. Konkret ist aber noch nichts passiert, weil er dazu die Einwilligung vom Kongress braucht. Also, darum noch 0 Sterne. Wir sind gespannt, ob er das durch den Kongress durchbringt. Er hat gesagt, er würde eine nationale Bitcoin-Reserve einrichten. Einrichtung einer Bitcoin-Reserve. Er hat gesagt, er würde eine nationale Bitcoin-Reserve einrichten. Zurzeit hat er zwar angeordnet, dass man beschlagnahmte Kryptowährungen behaltet und nicht einfach eintauscht in Dollar. Aber eine formelle Bitcoin-Reserve hat er noch nicht in Auftrag gegeben. Er hat versprochen, dass er die Epstein-Files veröffentlicht. Oder dass er die Martin Luther King-Files veröffentlicht. Beides ist nicht passiert. Er hat zwar die John F. Kennedy-Akte geöffnet, aber der Rest ist er uns noch schuldig. Also, was haben wir bis jetzt gelernt? Erstens, seine Erfolgsbilanz gemessen an seinen Versprechen kann sich durchaus zeigen. Klar ist aber auch, dass er bei ein paar Punkten noch nachliefern muss. Und zweitens, die Gegenspieler von Trump wenden die gleiche Taktik an wie vor der Wahl. Ihn möglichst bei allem schlecht aussehen. Item. Was sagen denn jetzt aber die Leute zu seiner Bilanz, die ihn tatsächlich gewählt haben im November? Niemand zahlt gern mehr für Zeug, ich auch nicht. Aber ich denke, dass es auf lange Sicht gut sein wird. Die Zölle machen mir keine Angst. Mein Geld ist genauso gesunken wie das aller anderen. Meine Investitionen steigen aber schon wieder an. Das beunruhigt mich nicht im geringsten. Ich weiß, dass unser Land hoch verschuldet ist. Wenn diese Zölle aber dazu beitragen, unsere Wirtschaft wieder anzukurbeln, dann bin ich voll dafür. Wenn ich mich in der Nachbarschaft umhöre, sind die meisten eigentlich zufrieden. Es ist noch spannend.
Wo zum Beispiel die Schweiz aufgeschrauben hat, weil er Amerika zur WHO hat rausgenommen hat, haben viele die Erwartung gehabt, jetzt sind ja sicher ein paar Trump-Wähler aufgewacht und bereuen es, dass sie ihn gewählt haben. Aber das ist halt nicht so. Im Gegenteil, weil er es versprochen hatte, war die Reaktion eher, oh, endlich, cool, hat er es tatsächlich gemacht. Aber hören wir selber rein. CNN ist Trump-Wähler befragen. Wenn Sie nochmals wählen könnten, würden Sie Donald Trump die Stimme geben? Ja, das würde ich. Würden Sie wieder Donald Trump wählen? Ja. 1000%ig, ganz sicher ja. Und wie geht zum Schluss noch meine Meinung? Das Problem, das ich sehe, ist, dass die Massenmedien viele von ihren Zuschauern verloren haben. Bei immer mehr Leuten gelten Berichte von diesen ehemaligen TV- und Zeitungsikonen als einseitig. So erreicht die ganze Negativpropaganda, muss man glaube ich schon sagen, bei 92% Negativbericht, auch hauptsächlich Leute, die sowieso schon schlecht zu reden sind auf den Trump. Seine Unterstützer hingegen schalten schon lange nicht mehr ein bei diesen ihren Programmen. Jimmy Dore, ein linksgerichteter politischer Kommentator, bringt das Sentiment auf den Punkt. Again, you don't understand that Nochmals, viele verstehen nicht, dass die Mainstream-Medien nicht dazu da sind, uns zu informieren. Ihre Aufgabe besteht darin, Zustimmung zu dem zu erzeugen, was die Milliardärsklasse gerade will. Das nennt man Konsens erzeugen. Deshalb lügen sie uns auch dauernd was vor. Es war eine Lüge, dass die Server der Demokratischen Partei von Russland gehackt wurden. Sie haben über den Ukraine-Krieg gelogen. Sie haben über die Gasangriffe in Syrien gelogen. Sie haben über den Laptop von Hunter Biden gelogen. Sie haben 4 Jahre lang direkt in unser Gesicht gelogen und behauptet, dass Joe Biden auf keinen Fall dement ist. Diese Leute erzählen uns diesen ganzen Mist und viele hören einfach weiter auf sie. Bis auf einige wenige, die sich sagen, oh mein Gott, vielleicht lebe ich ja in einem vergifteten Propagandasumpf. Ja, vielleicht tust du das. Yes, maybe you are. Ich persönlich bin eigentlich erstaunt, wenn ich höre, dass man im Moment wegen Trump nicht in die USA kommen will. Weil hier im Ecke, wo ich wohne in LA, ist es sichtlich besser geworden. Ich sehe im Moment eigentlich keine Drogensüchtigen mehr auf der Gasse oder am Strand am das rumhängen. Es ist jetzt auch schon ein Zeitchen her, seit das letzte Mal irgendein Fentanyl-Zombie mitten in der Nacht rumgeschraubt hat, hier im Quartier. Oder die Überfälle von Banden in den grossen Shopping-Malls, wo kaum eine Woche durch ist, ohne einen neuen Zwischenfall. Da habe ich in den letzten Monaten auch nicht mehr gross viel gehört. Zumindest für mich fühlt es sich auf jeden Fall sicherer an als während der letzten Jahre. Und das, obschon Kalifornien ja alles andere als ein Trump-Staat gilt. Aber irgendwie wüsste halt der neue Besen auch in den Ecken besser. Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es für heute. Ein ganz spezieller Dank an die Zuschauer, Dieter Giger, für seinen Batzen. Es ist natürlich kein Muss, aber es freut mich dafür umso mehr, wenn es hier und da mal einen Zustopf gibt. Das gibt einen heissen Ofen und einen Nussgipfel nach dem Surfen. Item. Ich habe mich gefreut, von wo ihr auch das letzte Mal wieder zugeschaut habt. Unglaublich, wir sind vertreten fast auf allen Kontinenten. Also, dann würde ich sagen, das war es für heute. Merci fürs Hinschauen. Ich sehe euch hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!